Bonjour hi bei Miersch TV. No monatelangen Arbechten ass die Grosurgel an der Mierscher Kirchelo komplett renoviert. 2001 war die Urgel eng lächtekeer richtig no geguckt an gebotzt gin. Et war dem no Heichzeit fir net nemmmen eng Revision mir auch eng Partie Verbesserungen ze machen. Den Organist aus der Mierscher Kirch, den Luz Steffen, ass op jedenfalls ganz zufrieden am Resultat, aéi die neue Urgel klingt, dat huet hien ze summen mam Carlo Philipp bei der Aweiung vun der Urgel demonstriert. So klingt also d'Urgel aus dem Jahr 1956 die lo e kompletten Liftinggrut. Mir kommt mir sprangen mal pur Mainzreck an den April des Jahr wie d'Urgel mat ihren 2254 Pfeifen aufmontiert gouf. Im Großen und Ganzen wird die Orgel jetzt erstmal gereinigt. Letzte Woche haben wir die ganzen Pfeifen ausgehoben und einen großen Teil schon in unsere Firma gebracht. Die Orgel wird auch was die Elektrik angeht, auf den neuesten Stand gebracht. Eine neue Setzeranlage wird installiert, zum Beispiel. Dann werden einige Register, die schon jahrelang nicht mehr spielbar sind, dadurch auch wieder spielbar gemacht. Dann wird die Intonation in gewissen Teilen angepasst. Zum Beispiel das Schwellwerk wird etwas stärker intoniert, dass das mehr zur Geltung kommt. Das also viel an der letzten Moment geschafft gehen in der Urgel. Aufmontiert, gebotzt, ersät, gestimmt, abmontiert. Hier sehen wir den Bloßballig, sozusagen die Lunge von der Urgel. Und da sei dem Mengenisch auch als Nicht-Expert, dass die Lunge schon ziemlich gelitten hat. Auch der Bloßballig gouf also komplett ausgebaut an ersät. Durchlass wie gesagt aus dem Jahr 1956 an 1971 als sie bei einem Krippebrand beschädigt gin an durch eng Koa-Urgel ersät gin. An dat war dünn für die Grosurgel. Sie war sozusagen als irreparabel erklärt gin, alloch dünn komplett bruch. Das gönneich geschieht. Also das sind noch Experten, die gesagt in die Urgel huet wirklich kein Wert. An awer so gut den Georg Westenfelder, den demals 1996 Urgelrem an drei gesat huet, den huet gesot, dodurch dat Gewölbe hai veredelt, gëtt den Ton ënnen an der Kirch veredelt. Hai Öwen ass se ganz graf, an do ënnen klingt ze ganz ernstchtes. 1996 als d'Urgel also trotzdem aus ihrem Dornreichchen Schlowe rausgall gin an, guck do, sie ass nachgangen. An 2001 huet den Gerhard Falker, den huet d'Urgel aus den Negal gebotzt, 2 neue Registern, die er gemerk, dats en neue Urgelbank du hinkom, den Windanlage, wen de nennt, der ass no geguckt gin, well du war doch nemmi dicht. Mit November wäret hun seweit an d'Urgel kont vum Dächen Felix Steichen aweit an eng échte Käier dem Publikum mat eng flotte Konzert vun den 2 Organisten Luz Steffen an Carlo Philipp präsentiert ginn, mat doch enger professioneller Videoiwwerdroung, fir dats die viel interessiert Leiit och den Organiste konnten op d'Fanger an op d'Face kucken. De Luz Steffen ass op Schüdefalls mam Oflaf vun den Erbechten am am Resultat ganz zufrieden. Zeitlich gesehen huet zwar ein half Jahr gedauert, war effektiv so gedurcht. Das Resultat aus méi wie ich mal erwähnt hun, Urgel huet een total andere Klangkrit, sie as Banne mir zu erkennen. Urgelbauer hunn eng immens erbicht gemacht. Wir haben auch viel diskutiert während der ganzen Zeit. An Urgelbauer waren ganz dabei, dass ein wirklich flott Resultat ging. War das dann noch ernst, neu, besser? Das alles neu, also von der Klangfärf mit das auch müssen am Anfang von den eng Setzeanlage und die Urgel da kriegt das ein Computer, du kann den seine Registrierungen alle go speichern, strecken mein Knöpfchen an schon am Anfang meine Erstellung hai. Und ich bin direkt bereit für zu spielen, wenn ich dann das nächste Stück holen, ich muss das aus, ich strecke mein Keier etwas Ernstes und ich habe eine neue Erstellung.
das wird komplett neu gemerkt, dass de ganze Spiel als neu gemerkt, das ganz alles herausgefischt an du hast den Computer angebaut gehen. Und dann Klangfärbe von der Urgel und total changiert, sowohl an den Dusestimmen, an den Streicher, wie auch am Plenum, am Tutti, sie als viel mehr gewaltig gehen wie früher. Und zum Schluss habe ich noch pur Extren aus dem Konzert, aber in der Welt kann der Deutschland Zukunft auch mittags an der Mierscher Kirche hören. Vielleicht sind Sie ihr schon aufgefallen an der letzten Monat zwei neue Geschäfte an der Grand Duchesse Charlottestraße zu Miersch. Einerseits ein Velosboutique für der Occasionsvelo zu kaufen oder ein Velo gefleckt kriegt, und andererseits Kleiderstoff, also ein Second-Hand Kleiderboutique. Das zwei Geschäfte neben den einen sind von CNDS neu erbecht. CNDS steht für Comité National de Défense Sociale und es geht halt vor allem darum, für Plätze zu schaffen für Leute, die nicht immer einfach hatten, an die de Weg zurück an d'Erbecht wëlle fannen. Ha gin zum Beispiel Velosmechanisien formiert an noch sos Personal beschäftigt. Die offizielle Ouvertür von denen zwei Geschäfter, die war am Oktober, an dat huet so ausgesehen. Ich fand das wirklich eine Initiative, wo wir gesehen, dass zu Lützeburg wir können different Ministère, Gemeinden, Assoziationen zusammenbringen, für den Leuten zu helfen, mit auch zu helfen mit einer Aktivität, die nicht so tragisch ist, au contraire, das ist eine Aktivität, wo wir Freude tun. Ein Projekt entstanden, der wirklich immens flott ist, die weiß, dass den CNDS auch an der Zusammenarbeit mit einem Etablissement Public wird, den Office Social von Miersch aus, dass das gut kann funktionieren. Nicht mehr spät wie letzte Woche, so man mit der Direktor vom SIDEC zusammen, wo wir am Gange sind, eine Konvention zu fusionieren, die als Wert erlauben, dann die Veloen, die auf den Feiersitten von Mierschei, von Friedhof, von Landsweiler, auch von Reden kommen, für die dann auch können zu rekuperieren. Also auch datmännlichen flotten Beitrag am Kontext von engem Aufwaldwirtschaftsgesetz, was am Gange ist, sich zu ändern, sodass ich ganz froh bin, dass die Arbeit am SIDEC dann auch so kann zustande kommen. Quelle que soit la raison pour laquelle ces personnes se retrouvent au bas de l'échelle, vous tous et vous engagez au jour le jour pour une société plus équitable. Vous essayez de redonner confiance à ces personnes en les aidant à retrouver leur dignité. Ceci n'est pas une tâche facile dans une société qui a fondamentalement changé au cours des dernières décennies. On pourrait presque croire qu'il n'y a plus que l'intérêt économique, la compétition et l'efficacité, ainsi que les besoins personnels à satisfaire. Je continue à espérer que tel n'est pas le cas. Mon espoir se fonde tout simplement sur ce que vous avez réussi à faire dans les dernières 55 années.
natürlich, dass die Hai leiere wie Willowen zu Summe baut, pflegt, wie man die Klienten umgeht, dass die dann hoffentlich echten Arbeitsmarkt irgendwann in der Dach kommen. An der größte Wunsch wäre ja den, dass CNDS irgendwann überflüssig wäre. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man in einer Gesellschaft immer Leute tun, die Hilfe brauchen, weil sie Addiktionsprobleme haben, weil sie vielleicht keine Sprache schwätzen, weil sie psychologische oder psychiatrische Probleme haben. Und auch die gehören zu unserer Gesellschaft. Und auch denen soll eine Aufgabe gehen, weil wir merken einfach, dass Leute, die eine Aufgabe haben, die eine Arbeit tun, die etwas zu dienen haben am Tag, die sind einfach viel mehr zufrieden. Wir bleiben da noch bei den Secondhand-Kleder, sprangen am Kalender ein paar Wochen zurück. Am Oktober hat den Jeune Maman von mir endlich noch forcierter Pandemiepause ihren ganz bekannten und ganz beliebten Secondhand an der Halle zu Biering organisiert. Das war fantastisch gewesen. Also den Umklang von den Leuten, das war wirklich immens. Die stimmigere Menge zu 20, 30, 40, 50, 400 dir. Also du hast wirklich gemerkt, dass die Leute gewartet haben darauf, dass man sollte kommen, dass man wirklich beim Heimgehen von Anfang an Secondhand zu machen. Schon, dass noch mehr Leute kommen sind. Also ob es unbedingt unter schwerer Zeit bleibt. Ich denke, dass doch einfach darunter liegt, dass es bloß 2 Jahre nicht war und dass die Leute einfach immens froh waren, für Räume können Secondhand zu kaufen. Und, weil auch logisch, also wir sind quasi überrannt gehen. Die Echtzeit bei meinem Gestern für die Schwangerfrage gemäht, was immens gut angekommen ist, weil die Leute wirklich konnten auch gucken. Preise sind wirklich für all Haushalt gedurcht, wo man so einen den Mann Geld hat, den aber auch wirklich kann sich etwas leisten. Und das ist wirklich für ihn Apps dabei. Und ich denke, im Vergleich zu anderen können wir wirklich tun, dass wir günstige Preise haben. Am Anfang bekümmern ich mich hauptsächlich um alles, was so Barbie-Artikel sind, Kannerspielsachen und so weiter. Da gucken wir die Sachen noch. Wenn Sachen leicht verschmutzt sind oder so, dann waschen wir die so gut. Wir kontrollieren alles, ob Sicherheit, Kannersitzer zum Beispiel, gucken wir, ob nichts gebraucht ist und so weiter. Und wir verkaufen am Anfang wirklich Sachen, wo wir selber von überzeugt sind, dass sie noch gut sind, auch für ein nächstes Reihe für Kanner dann in dem Moment auch wirklich oder können es transportieren oder eben entdecken oder so weiter. Spielsachen haben wir zum Beispiel Puzzlen, die zählen wir alle gut dann noch. So gut mit 1000 oder 5000 Stück, da haben wir ganz live Leute, die für uns dann auch Puzzlen zählen und auch dafür zu garantieren, dass das komplett alles ist und auch wirklich dran nach genau Gemüse gespielt gehen. An Batterien genug geguckt, Sachen mit elektronischen Sachen gehen kontrolliert und alles. Ich persönlich bin auch ähnlich. Ich kaufe ganz gerne Secondhand. Und ich denke, Secondhand ist nicht automatisch, dass es nicht mehr für Leute ist, die nichts tun, weil der Verbrauch ist einfach immens groß. Aber wenn man da kann, einem Kleidungsstück oder einer Spielsache ins zweite Leben gehen, fand ich das immer eine ganz gute Sache. Und das für ihn. Also das ist wirklich ja, für alle Menschen.
wat lo iwrech bleif, du gëtt eng aussortiert, an dat meeschte jo Leute gut sechen hai, dann hëlle mir dat ganz gut, wat mar rich nei Rakritum me mir mat köcht, stokeiere me datm an all die anderen Sachen, die spende mir da enkeier und eine Assoziationune Fiun an noch run Klederköchtenheit zu Lützeburg, wo darum enkeier nach die nächsten Main kann och Firo verkauft oder verschenken und bedürftig Leute, die dat brauchen. Gelöscht, wo man auch ob das Hochtieren stohen hun o Wind zu gehen. Also mir verschiedene Organisationen, wo man dann auch den Leid schon direkt können am Vierfalt soen, wen die Sue krit an ja, da geht Suen halt abgedeelt. De nächste Rendevous am Secondhand vun den Jeune Maman ass dann am März 2023. Am mir hunn Orlo nach 2 Rendevousen fir eech fir den Dezember, anzwer den traditionellen Wanderkonzert vun der Mierscher Musik samstes den 17. Dezember am Kulturhaus. Am echten Deel spielt den Jurendensemble an Mierscher Musik mam Special Guest Ricardo Vieira, an am zweiten Deel ass dann die Zollver Musik op der Bühne. Den Entree ass frei, me de muss Ticken aber iwwer Luxemburg Ticket reservieren. Schon dëse Samstech, also den 3. Dezember ass den Talent Cup vum Judo-Club vu Miersch. Ha kënnt die Jung Judoka am Ersatz gesinn, a fleicht entdeckt jo do och den Flottesport fir Isch. Den Rendevous den ass an der Sportzahl an der Wiesestroos. An dat wäret fir Haut fir Miersch TV mésinn als hoffenech den 15. Dezember heirem, dann natierlech mat den Biller vum Krcht Mäert vum lächte Weekend an noch vum Dach vum Bam. Bis dahin, bleibt gesund am Montag, merci fürs Nachgucken an bis geschwind.